Beitrag wird gefahren. Politik, Kunst und Zombies. Das Schnickschnack-Sommerinterview. Herzlich willkommen zum Schnickschnack-Sommerinterview mit Klaus Karaut. Treue Hörer kennen mich. Ich darf sonst immer den verblödeten Anrufer in der Sendung spielen oder den Platzhalter, wenn der scheiß Hilgert Fußball spielen muss. Aber heute durfte ich mich zu einer investigativen Nachforschung hinreißen, dem Original Schnickschnack-Sommerinterview. Der Grund? Philipp Balthasar Moll, der legendäre Ritsche-Ratsche-Macher und, ja, das kann man so sagen, auch Kopf von Schiedel und Schädel, den Toni Marshalls der Blödel-Metallmusik, wie sie einmal der Landshuter Hundebote treffend beschrieb. Ich fahre also aufs Land hinaus. Über 4,5 Stunden fahre ich die Flurbereinigungswege Frankens ab. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Langsam wird es auch dunkel. Huiuiui, ein Kauz landet auf meiner Windschutzscheibe. Ich meine, er formt mit dem Schnabel das Wort Warum? Doch, das muss das Anwesen von Philipp Moll sein. Im Vorgespräch am Telefon hatte er mir den Weg zu seiner Sommerresidenz gewiesen und auch erklärt, woher sein Ruhm kommt. Hauptsächlich durch Untätigkeit. Also ich habe in der Regel bin ich untätig, was seit meiner Geburt eigentlich unablässig meinen Ruhm befördert hat. Zurzeit weile ich in der Klinik Huginottental und bin dort überwiegend mit hervorragender Ernährung und Traumexegese beschäftigt und das fördert natürlich das Erscheinungsbild meiner Aura. Just als ich zum weißbekiesten Vorgarten hereinfahre, gibt mein Navigationsgerät den Geist auf. Puh, das war knapp. Nach wenigen Kilometern Fußmarsch sehe ich Moll, wie er auf der Veranda liegt und sich von Dodos keck umspielen lässt. Ein tierlieber Mensch sei er und reich. Das hatte mir seine Agentin erzählt. Ich setze mich zu ihm. Es riecht nach Gladiolen und harten, selbstgebrannten Schnaps. Lange sagt Moll nichts. Es genügt ihm zu sein. Dann stelle ich die Frage: Warum Schiedel in Schädel? Warum gerade diese Depperles-Band, wie er sie selbst zu nennen pflegt? Wie kann die Band ohne ihr Mastermind momentan überhaupt existieren? Es ist so, dass ich mehr oder weniger um Hilfe gebeten wurde von den zwei, wollen wir sie an dieser Stelle mal Musiker nennen, auch in den Momenten, in denen ich den beiden zur Hilfe eile, durch eine wie auch immer geartete physische Präsenz. Selbst dann ist es eigentlich nicht absehbar, dass das Projekt jemals funktionieren wird. Das liegt zum einen an dem schwierigen musikalischen Kanon, den die beiden Herren sich ausgesucht haben. Zum anderen natürlich auch an ihrer, man muss es so sagen, wie es ist, ozeangroßen Blödheit und gänzlichen musikalischen Unbegabtung, deren Auswürfe ich nur selten puffern kann. Und ich versuche das aber, indem ich ihnen lehrreiche Briefe schicke, diese dann mit ihren mehr oder weniger begabten Wahrnehmungsorganen versuchen zu dechiffrieren und auswendig zu lernen und sich so über die Woche zu retten. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Warum? Es ist doch tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, man müsse etwas von den vielen Segnungen, die man selbst durch Untätigkeit gewonnen und errungen hat, auch an einige minder privilegierte, entratene, gänzlich visuell verseuchte, armselige Tröpfe zurückzugeben. Und insofern empfinde ich natürlich mein Engagement in dem Ensemble zusammen mit diesen beiden, nennen wir sie einmal Existenzen, als sinnvolles, gutes und auch ethisch nötiges Verhalten, welches mir an anderer Stelle der Gesellschaft viel Freiraum verschafft, um dort Dinge zu tun, über die wir an dieser Stelle nicht reden wollen. Philipp Moll erscheint nicht als der typische Metallmusiker. Er sieht gepflegt aus, riecht wie ein Lavendelfeld,
Er ist bescheiden und schön. Er hat keinen verlausten, dreckigen Bart im Gesicht hängen. Er frisst keine Babys und hat noch alle Finger an der rechten Hand. Wieso er dann beim Metall-Game mitmacht, will ich wissen. Es war also rein technisch gesehen, muss ich sagen, kein großes Problem, mich mit dieser, nennen wir es mal, Musik zu beschäftigen. Allerdings ist es so, dass ich schon früh in mir selbst eine große Begabung zur musikalischen Mimikrie entdeckte, welche auszuüben mir in diesem Ensemble ein besonderes Vergnügen bereitet, da ich, was die beiden Herren bis heute nicht bemerkt haben, zwar von Metal-Musik keine Ahnung habe, aber ein vollständig metallenes Instrument spiele, was mir im Umgang mit den beiden Herren eine gewisse, sagen wir einmal, Unantastbarkeit verleiht. Allerdings habe ich dieses Gefühl der Unterforderung immer vermocht, in einen großen Appetit umzuwandeln und mich dann der Aufnahme exquisiter und umfangreicher Speisefolgen zu widmen. Ja, das Essen scheint nicht die einzige Komponente zu sein gegen diese Ignoranz, die das Metaller-Dasein mit sich bringt. Ich kitzle noch ein bisschen nach und erfahre, dass Philipp Moll auch ein Meister des unspontanen Schlafes ist. Es ist nicht immer möglich, die formale wie inhaltliche Ungeschlachtheit dieser zwei, nennen wir sie mal, Musiker zu kompensieren durch eine, selbst wenn sie in hohem Maße ausgeprägt ist, allumfängliche Kultiviertheit, wie sie in mir selbst wohnen tut. Allerdings steht mir immer der Weg in den Schlaf offen, was mir ein, sagen wir mal, doch durchaus angenehmes Abstandsverhältnis zu den Dummheiten dieser beiden, nennen wir sie einmal Musiker, verschafft. Ich bin auch dazu in der Lage, während des Auftrittes auf der Bühne meine Ablehnung gegenüber den beiden Personen, die sich nach wie vor als Musiker bezeichnen, durch Schlaf erträglich zu gestalten. Ja, es ist ein schönes Leben, das Philipp Moll führt. Er hat genug zu essen, er ist wunderschön, ab und zu schlägt er das Waschbrett bei Schädel Max und im Tilo Schädel. in der Band. Ob er noch eine Botschaft für die beiden hat, will ich wissen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mit diesen beiden, nennen wir sie einmal, sprechen. Es reicht mir eigentlich völlig, Ihnen mitzuteilen, dass meine nächste schriftliche Anweisung in etwa 24 Stunden bei Ihnen eingeht. Und bis dahin möchte ich eigentlich im Grunde genommen meinen Frieden in mir selbst hauptsächlich alleine finden. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich von Philipp Moll. Einem Mann, der alles kann und der doch so bescheiden und Menschenfreund geblieben ist. Schön, dass wir ihn haben. Politik. Hilfe, Kunst mein Navigationsgerät ist immer noch kaputt. Holt mich hier bitte jemand und ab. Zombies. Das ist kein Witz. Ich glaube, dort kommen Vandalen. Das Schnickschnack-Sommerinterview. Hilde. Ja, Klaus. Ich weiß nicht, Klaus, was das war. Klaus, so geht das aber nicht. Nee, das geht echt Hast du nicht. in Deutsch nicht aufgepasst, oder was? Was sind das für Sätze? Hilde. Ja, das war das Schnickschnack-Sommer-Interview. Exklusiv. Du bist echt rausgefahren. Ja, ganz weit raus. Und wie war er so? Wie ist der so als Mensch eigentlich, dieser Philipp Moll? Also ganz am Boden geblieben und auch seinen Mitmusikern, wie man jetzt gehört hat, sehr gütlich gestimmt. Mhm. Also kein Zeichen von Arroganz. Nee. In dem Blick, in dem Gesicht muss man doch was lesen können. Ja, so eine Bescheidenheit einfach. Das ist, Also in sich selbst ruhen quasi. Ja. Philipp Balthasar Moll, ein kleines Grußwort. Wie seid ihr auf ausgerechnet diesen jungen Mann gekommen als Mitstreiter? Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war keine Absicht. Also, es war so, der Philipp hat uns eingeladen in seine sehr wichtige Show im Katana. Und da haben wir dann einen Abend miteinander gemacht gehabt. Und das war so
so, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht ausdrücken, aber es war irgendwie so komisch und dann haben wir gesagt, das war ganz finster. Das war echt, es gibt, glaube ich, keinen Ausdruck dafür, aber auf jeden Fall haben wir gesagt, also das probieren wir jetzt lieber nochmal. Und jetzt sind wir halt hängen geblieben auf ihm. Also wir mögen das auch sehr gern, wie er über uns spricht, also weil da wissen wir, wo wir herkommen und wo wir hinkehren. Wir müssen weitermachen, meine Uhr tickt.